macht vandaag ein Frühstück. Immer der erste Sonntag in Februar ist nämlich der Easton-Frühstückdag. Zu verdanken hat wie dat Florence Rutherford und Rochester in New York. Die Frau hat 6 Kinder. Ja, und 1966, da hätte sie einen ganz stullen bösen Schneesturm hat. Und die beiden Jüngsten von der Gören, die wären nur an Quengeln und Quäsen. Oh, sie haben keine Lust, überhaupt abzustauen und jichens was zu unternehmen. Und wat deit en goude Mutter bei quengelnde Gören? Sie belohnt das auch noch und sie wird ihrem Easton-Frühstück. Naja, unsere Kinder, die habt ja ein gutes Gedächtnis bei sowas. Und die hat der Mutter geliegst daran erinnert, dass es schon ein Minute für Easton-Frühstück gibt. Und über den Sohn hätte Familie Rutherford nicht bloß Easton-Frühstück für ihre eigenen Kinder kredenzt. Nee, sie habt auch die Freunde von ihren Kindern mit inlot. Und das wird dann immer eine große Party. Und das ist immer wieder gut in der Welt gegangen, bitte nun zu diesem internationalen Easton-Frühstücktag kommen ist. Man, das Allerbeste, das kommt ja noch. Japanische Wissenschaft, da wird gut von haben, das Easton-Frühstück gut für den Bregenkassen ist. Jawohl. Und was habt sie paar Lü ganz normal frühstücken lassen und paar Lü habt eisfreien Morgen kriegen. Und auch danach habt sie ein paar Tests für den Kopf gemacht. Tja, und was soll ich schon sagen? Frag schon Is, hat wund. Der Professor Yoshihiko Kuga von der Kyorin-Universität hat erst noch gedacht, vielleicht liegt das bloß an der Kühl, dass der so klug in den Kopf macht. Und hätte dann noch mal einen Protest gemacht. Da hätten ein paar Leute Cold Water kriegen und ein paar Leute hätten früh morgens ein Eis kriegen. Und auch da hätte der Frack schon Eis, wenn er den nächsten Fern hat. Der Professor meint, das liegt an der Kombination und Kühl und Zucker, die sorgt für sogenannte Alpha-Wellen. Und der wieder mag, dass wie kurzfristig durch Boben in Koppenbecken Plitscher unterwegs sind und Gauer auf Socken reagieren könnt und all sowas. Hij meint auch, ein Lepel Eis an morgen wär lang. Man, wo kein will, dann sie Bregen all Grenzen setzen.